Im Taumel des Anbandelns und Verbandelns, prickelnd brisant, voller Schwung und Sekundenbruchteil süß. You know I love you now. Liebe ist immer auch verwirrend, immer auch eine Frage der Form, der bergenden Gestaltung. Im Drehkreuz des Lebens verheddern sich die Liebesbande nur allzu schnell, verfangen und verknäulen sich. Aus dem Labyrinth wieder hinaus geht es über zunehmend beherzt entschiedene Trennungen. Wir haben da unterschiedliche Faktoren, die eine Rolle spielen. Sicherlich das Online-Dating, das einem den Eindruck gibt, dass man sehr schnell eine große Anzahl an vielleicht noch idealeren Partnern finden kann. Wir haben zudem auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau, die auch dazu beiträgt, dass Paare vielleicht nicht mehr ganz so lange zusammenbleiben. Katalin Keller ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin. Sie arbeitet viel mit jungen Erwachsenen, die mit Beziehungsfragen zu ihr kommen. Paararbeit steht gerade leidenschaftlich hoch im Kurs. Verzaubert ist Generation Z von dem Konzept der 5 Sprachen der Liebe. Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit oder Intimität und Lob und Anerkennung. Erfinder dieser Liebesgrammatik ist ein amerikanischer baptistischer Pastor, Gary Chapman, ein knapp 80-jähriger Seelsorger. Der Hype um die Love Languages reiht sich denn auch ein in die große, nostalgiesatte Rolle rückwärts. Er ist wohl Teil des im Netz gehypten Granny-Style. Chapman hat das 5-Sprachen-Modell 1992, vor mehr als 30 Jahren, entwickelt. Generation Z macht es zum digitalen Zeitgeistphänomen. Im kippeligen Durcheinander der Gefühle klotzt Chapman mit einer alles ordnenden Liebesgrammatik. Ihr Versprechen? Eine 1A-Partnerschaft. Was wir wirklich viel beobachten, ist, dass der Körper optimiert werden muss, die Wohnung soll optimiert werden und natürlich dann auch unsere Partnerschaften, die optimiert werden sollen. Ein alles durchdringender Furor der Perfektion. Social Media sorgt für ganz viel Vergleich. Ich sehe plötzlich wahnsinnig viele Menschen, die scheinbar das alles sehr viel besser machen und sehr viel toller machen. Und das macht natürlich auch ganz viel Druck, viele Minderwertigkeitsgefühle auch. Ich denke, dass da die Gefahr ist, dass wir unsere eigene Verbindung zu unserer Intuition verlieren. Liebe als Hochleistungssport lässt nur kontrollierte Nähe zu. Optimierung verdrängt alle überbordende Unmittelbarkeit im amorösen Geschehen. Auch bei der Rückkehr von den Bytes zu Bütten. Sogenanntes Handlettering ist schwer in Mode. Online-Kurse lehren das hingebungsvolle Schönschreiben. Wer so perfekt kalligrafiert, matcht beim Liebessprachentest sehr wahrscheinlich mit der Sprache von Lob und Anerkennung. Diese Tests schaffen es, komplexe Gefühle in einfache Kategorien herunterzubrechen. Das heißt, wir haben plötzlich den Eindruck, uns besser zu verstehen und auch einer Kategorie zugehörig zu sein, was sich gut anfühlt, was wir gerne mögen. Wer verliebt ist, sucht die Sprache. Fragmente einer Sprache der Liebe nannte der französische Philosoph Roland Barthes sein 1977 erschienenes Buch. Kein autoritäres Konzept, eher offenes Experiment. Mehr fluid als rigid. Roland Barthes erforscht die Sprache der Liebenden und beschwört die Lust am Text, die sich mit der Liebe vielstimmig verwoben hat und durch die sich Liebe überhaupt erst konstituiert. Die 5 Sprachen der Liebe indes behaupten sich monumental. Es ist ein starres Konzept, das Stereotype festschreibt. Frauen mögen Geschenke. Der Liebe sollen alle Zufälligkeiten ausgetrieben werden, genauso wie ihr möglicher Umschlag in die Unmöglichkeit.